Jetzt alle, die es jetzt beleidigt haben, Zavix, Fabo, Logo, wer auch immer, nur Liebe in Real Life, aber hallo, was jetzt Minecraft, was jetzt da, ey, das geht mir wirklich auf die Eier. Das hallo? Ist wirklich, ich meine das auch ernst. Hugo? So, moin, was geht ab? Hallo, mein Freund. So, erstmal Schradin, nur lieber an dich, wirklich. Ja. Der Crash war überhaupt nicht in der Richtung. Das, was du machst, bringt dem Server Leben ein, du machst Content, ich feier dich, ich check dich komplett. Danke, Liebe. Dass es dich gibt auf dem Server, wirklich. Ich meine das komplett ernst, ich will doch nicht deinen Schwanz gerade. Nein. Nur Liebe. Aber was ärgert dich? Was mich ärgert, das Rumgejammere von den ganzen Leuten, die immer auf deiner Seite sind. Zum Beispiel, ich sag jetzt nur 3 Beispiele. Logo, der vor Ort ist, alles mitbekommt. Guck mal, wenn er vor Ort ist und nur guckt, okay. Aber wo ich mich dann frage, okay, warum soll ich dich dann nicht angreifen, ist dann, wenn der Fabo auf einmal Calls gibt, hilft und bla bla bla, dann ist er doch auch mit drin. Und ey, Bro, da gehe ich doch auf ihn. Was für eine Regel setzen da ein, dass ich nicht angreifen kann? So, Beispiel Nummer 2. Zavix, der genau das gleiche macht und noch die ganze Fitner-Macht abfuckt und dann noch nach sowas jetzt, also dieser Satz von gerade eben, bitte. Er sagt, wenn bei mir irgendwas passiert, ich würde rummeinen. Bruder, als du mein Schiff angezündet hast, hast du mich da schreien gehört? Nein! Ich habe gesagt, hör auf, okay, aber es hat mich nicht gejuckt. Bro, mach mit meinem Schiff, was du willst. Ich hab dein Eiffelturm angegriffen. Mach, was du willst mit meinem Schiff. Bro, letzte Staffel wurde Österreich 5-mal weggesprengt, weggezündet, alles. Es hat mich nicht gejuckt. Ich hab's immer wieder neu aufgebaut. Okay? Aber, was Zavix nicht checkt, Bro, wenn mein ganzes Lager weggesprengt wird, alle Items, alles, was ich in diesen 2 Wochen mir erfarmt habe, gelagert habe, was auch immer, weggesprengt wird, ist das nicht mehr auf Augenhöhe mit einmal kurz Eiffelturm die Spitze abdingsen. Sorry, aber Bro. Ja, bin ich bei dir. Aber die Menge macht's dann, weißt du, dieses... Nein, du hast ja schon dreimal. Schradin, stopp, Schradin. Ja. Und bei diesen 3 Malen musst du bitte überlegen, wie diese 3 Male waren. Das erste Mal war nur dein Boden, den ich, weil ich sie auch gesagt habe, sofort wieder aufgebaut hätte. Ich hätte ihn sofort wieder aufgebaut, ne? So, 2 war, nachdem wir beide Crash-Out gegangen sind, habe ich die Spitze gedingst. Ich sag so, wegen Crash-Out, ne, ich habe ein bisschen abgezogen mit 25 Subs, okay, war lustig. Und gehört dazu, ist das Game. Ja, gehört dazu, ist das Game. Genau. Hättest du jetzt Österreich weggesprengt, okay, Bruder, es ist das Game, weißt du? So, dann, also ich will noch was zu 3 sagen. 3. Sprengung. Wie gesagt, ich habe die Kanone nicht gebaut, ich habe die Kanone nicht gezündet. Okay, ich wollte auch sprengen, aber, und das tut mir immer noch leid, weil ich genau weiß, wie das ist, weil ich ja auch viele Events mache, dass das mitten im Event passiert ist, tut mir unfassbar leid und war wirklich von keinem von uns 3 geplant. Schick hat einfach verkackt. Und es tut mir wirklich immer noch leid. Aber nein, ich weiß. Aber wenn man jetzt all diese 3 aufzählt, sag ich, ist das immer noch nicht auf Augenhöhe mit ganzes Schiff wegsprengen und Lager komplett wegsprengen. Okay, einverstanden. Das Ding ist, dass man zu keinem Zeitpunkt so in diese OOC-Richtung gehen darf. Checkst du? Ja, aber Bruder, ich bin auch nur ein Mensch und wenn ich mir dann die ganze Zeit Scheiße anhören muss, gehe ich auch mal Crash-Out. Vor allem, wenn ich die restlichen 2 Wochen jeden Tag 60 Stunden auf diesem Server verbracht habe. Okay, verstehe ich. Ich persönlich finde, dass du das gar nicht brauchst. Du bist einer der stärksten Spieler auf diesem Server. Das heißt, man hat nur eine Chance, wenn man gemeinsam irgendwie starke andere Leute gegen dich irgendwie, sag ich mal, hetzt mit Subs und so, dann hat man überhaupt eine Chance, gegen dich irgendwas zu machen. Ich als Alleinstehender habe natürlich überhaupt keine Chance gegen dich. Also natürlich nehme ich Geld in die Hand und versuche dich so ein bisschen zu bumsen. Wenn jetzt Logo für 100 Subs da deine ganze Base da auseinander nimmt, da gebe ich dir recht, das ist viel, aber ich finde, es ist immer noch im Rahmen dessen, was dieses Spiel hergibt. Verstehst du? Vielleicht ist es ein bisschen mehr, als du geballert hast. Okay, Bro, nein, Schradin, ich weiß, du bist wirklich nicht Minecraft drin, aber ich sage dir als Minecrafter, Bro, es ist wirklich, also Fabo. Lager wegsprengen ist wirklich mit Abstand das Krankeste, was man machen kann. Und ich sag dir ehrlich jetzt, diese 3 Sprengungen, die ich da gemacht habe, 2,5, sind auf gar keinen Fall berechtigt. Und guck mal, pass auf. Hättest du das jetzt gemacht mit jemandem, der checkt, was Content ist? Alter, ich hätte kein Problem gehabt. Aber Fabo ist da wirklich die falsche Adresse einfach. Fabo will nur die Subs, ist die ganze Zeit hingegangen, gesprengt, weggegangen, hingegangen, gesprengt, weggegangen. Hättest du das jetzt, Beispiel jetzt, Norex checkt, was Content ist, hättest du das jetzt Norex den Auftrag gegeben, wir hätten einen epischen Fight gehabt und selbst wenn dann mein Lager weg gewesen wäre, okay, tamam, dann ist es so, wir hatten einen geilen Fight, cool. Aber, Bro, es gibt Leute, die checken, also, guck mal, ich weiß, du bist wirklich Content-Genie, was auch Crafting angeht.
ne? Ich weiß auch, was Content ist. Aber Bruder, also das war einfach, das war Also low. du sagst, es war jetzt too much. Okay, pass auf. Weil ich das nicht so gut, Hugo, weil ich persönlich als Max Schradin das nicht so gut einschätzen kann, was es bedeutet. Du hast mir das gerade erklärt, die Kisten und so weiter, das ist dann so das Größte und Schlimmste, was man machen kann, ist nicht im Verhältnis zu dem, was du gemacht hast mit dem Eiffelturm. Ich kann das nicht so gut einschätzen. Wenn du das sagst, glaube ich dir das. Und dann tut es mir auch leid, dass das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir zusammen, dass das weiterhin cool ist. Weißt du, was ich meine? Ich möchte nicht, dass einer hier auf dem Server irgendwie wirklich episch sauer ist, auf den anderen wirklich persönlich sauer ist, weil das ist für das Spiel, dafür ist das Spiel zu unwichtig. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich hatte aus meinem privaten... Ja, Bro, wie gesagt, ich hab das auch schon gesagt. Ich habe gesagt, nur lieber an alle, die ich jetzt irgendwie damit reingerissen habe und beleidigt habe. Ja. Aber ich gehe auch einfach mal Crashout. Ich verstehe, dass du dann Crashout gehst. Am Ende des Tages ist das ein Game und wir sind alles Kollegen und wir sind sogar Kollegen, die wir alle auf dem Event uns wiedersehen und uns die Hand geben, weil wir uns alle irgendwo, nicht alle hier auf dem Server, es gibt auch Leute, die sich auf dem Server wahrscheinlich nicht so geil finden und vielleicht sogar hassen, aber mit denen haben wir ja nichts zu tun. Aber wir, die hier Content machen, zusammen in den Gruppen und so weiter, wir mögen uns ja. Wir sind ja Kollegen, wir unterstützen uns in Streams, wir sind füreinander da, wenn es irgendwie drauf ankommt, weißt du, was ich meine? Und deshalb ist es wichtig, dass so ein Spiel wie Minecraft oder Craft Attack nicht es hinbekommt, dass wir persönlich aufeinander sauer sind. Das wäre mir wichtig. Und wenn du jetzt sagst, das war ein bisschen too much, dann sagst du mir bitte jetzt, wie wir das hinkriegen, dass wir alle wieder auch geil miteinander sind. Weil ich finde, das Spiel ist zu unwichtig, um unsere Personality irgendwie anzugreifen. Checkst du? Ja, das stimmt auch komplett, aber ich sag dir ehrlich, ich bin ein Mensch, ich mache auch Fehler. Bro, wenn ich jetzt Crashout gegangen bin, bin ich jetzt Crashout gegangen und ich habe nur das ausgesprochen, was ich wirklich tief in mir drin fühle einfach. Wie gesagt, nur lieber an alle. Bruder, wenn ich in Real Life treffe, ist alles wieder vergessen. Ja. Aber mich hat es auch einfach auch abgefallen. Soll ich jetzt einfach meine Fresse die ganze Zeit halten? Nein. Ja, eben. Auf gar keinen Fall. Das bist du. Du bist genau so, wie du bist, gut. Und es hat gerade mal so ein bisschen geknallt. Vielleicht kannst du auch zu Zabex gehen und sagen, Zabex, war gerade ein bisschen laut und so weiter, aber das musst du verstehen, weil Zabex ist der Erste, der das versteht, weißt du? Und ich kann es auch nachvollziehen, dass dich das abfuckt, wenn die da alle gucken und dann dich ablenken und dann macht der eine das, der andere das und so. Es ist alles cool, also mit mir ist cool. Ich habe nie ein Problem gehabt. Wie gesagt, mit allen ist cool, Bro, aber also wirklich, die Leute müssen verstehen, warum ich jetzt, Bruder, ich habe mein ganzes Lager verloren, ich krieg die ganze Zeit Seitenhiebe. Wie gesagt, ich spiele wirklich seit 2 Wochen 16 Stunden am Tag, also es ist schon mal noch mal was anderes. Wie gesagt, nur lieber an alle. Ich find's einfach nur ein bisschen schade, wie das jetzt gelaufen ist. Ich find's schade von Zabex, dass er das so hinstellt, als wäre das wirklich angebracht jetzt. Zabex muss sich natürlich auch schützen, weißt du, was ich meine? Du knallst volles Rohr auf ihn drauf und dann muss natürlich Zabex auch ein bisschen darauf antworten. Ja, aber Bro, er soll mich nicht darstellen, er soll mich nicht falsch darstellen, wie es ist, Bruder. Er sagt, wenn bei mir mal was passiert, ist es schlimm, wenn bei anderen ist es scheißegal. Bro, das stimmt doch. Ich bin der Letzte, der rumheult, wenn irgendwer bei mir was wegsprengt. Bitte, ich werde seit ich in Crafting bin, jede Staffel gefickt mit Sprengungen, alles. Ich bin der Letzte, wirklich der Letzte. Weil du einer der Stärksten bist. Der Letzte, nein, das hat auch nichts mit PvP zu tun, Bruder. Ich bin einfach, Digga, ich kann wirklich, ich meine das komplett ernst. Ich könnte jetzt 40 Stunden lang eine Villa da bauen. Wenn das irgendwer wegsprengt, es ist mir scheißegal. Ich bin für den Moment sauer, danach baue ich es einfach wieder auf. Es ist mir scheißegal. Aber dass er mich da so hinstellt, als würde ich für alles rumheulen, das ist einfach scheiße, das stimmt nämlich nicht. Bro, Lager ist, wie gesagt, was komplett anderes und das müsst auch Leute verstehen einfach. Aber dann lass uns doch ganz kurz Zabex hier mit reinholen und kurz mit ihm quatschen. Ja, okay. Hallo Zabex, ich habe Hugo hier. Wir haben gerade über die Situation gesprochen und haben das so ein bisschen aufgeklärt und habe dann gesagt, weil Hugo mit ein paar Sachen nicht so ganz einverstanden war, nochmal dich mit in die Gruppe geholt, um kurz das Thema zu klären. Es ist nichts Deepes, nichts Schlimmes, aber dass der Hugo ganz kurz nochmal dir erklärt, wie er das gesehen hat. Ja. Also erstmal, tut's mir leid, dass ich laut geworden bin. Alles gut, Diggi. Aber ich finde halt dein Call, da gehe ich halt nicht mit. Du sagst, wenn bei mir mal was passiert, heul ich direkt rum, bei anderen aber nicht. Bro, Zabex, bitte, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte, der rumheult, wenn man bei mir sprengt. Hat man auch in Crafting 12 gesehen, Bruder. Ich bin für den Moment laut, aber danach baue ich es einfach wieder auf und habe meine Fresse. Aber Bruder, du hast doch selber auch die ganze Zeit gesagt, Bro, Lager ist eine komplett andere Geschichte. Und ich sag dir, Lager ist 3-mal schlimmer als diese 2 Minisprengungen, die ich bei Zabex gemacht habe. 2,5. Ich habe ja, wie gesagt, bei diesem Event, da waren auch andere mit involviert. Bro, das ist
Also Lagerspringen ist dreimal so schlimm, ist mein Call, sage ich. Bro, Ja, dann, Bruder, und dann aber du zu musst halt auch sagen, die Verhältnismäßigkeit sehen. Also, Bro, so ich ein rede doch Stadion gerade ist von der halt, Verhältnismäßigkeit. Ja, Und aber das ist trotzdem, nicht verhältnismäßig, genauso als Zabix. Hätte er jetzt irgendwen rekrutiert, keine Ahnung, der kommt hin, hätte ich mir wenigstens erstmal aus Content-Sicht einfach mal einen Fight gewünscht, dass der einfach entscheidet, okay, passiert das jetzt oder nicht. Und dann noch vielleicht reden. Aber was macht Fabo? Er pölt sich hin, sprengt, pölt sich wieder weg, pölt sich von anders wieder hin, sprengt alles wieder weg. Bro, das ist halt einfach, also weiß ich nicht. Ja, er Ja, hat aber ihr seinen hättet doch Auftrag. reden können, ihr wart doch in der Gruppe. Bruder. Also der Fight ging eine halbe Stunde, Diggi. Da muss man halt sagen, ey, jetzt mal real, also dann musst du doch auch sagen, Digga, als erwachsener Mensch, Bro. ey, das ist jetzt too much, Kiste finde ich for real, out of content, scheiße jetzt. Dann lass wenigstens irgendwie einen geilen Fight machen oder so. Also das kann man ja nicht riechen, Digga. Bro, ne, So, checkst du? wenn man Content checkt, kann man das riechen. Zabix, ich bitte dich, Bruder. Okay, wenn man Content checkt, dann hätte man aber auch nicht Schrad ins Event gebumst, Bruder. Bro, worüber Zabix, reden wir hier? bitte hör doch Das auf. war- Nein, warte. stopp, ich will jetzt reden. Hör doch auf, die ganze Zeit es so darzustellen, als hätte ich extra dieses Event gefickt. Bruder, ich habe 5-mal erklärt, dass Stegi, nicht ich, Stegi, aus Versehen den Hebel betätigt hat und dadurch das Event gecrashed ist. Es war von Anfang an nie geplant, das Event zu crashen. Bitte hör auf zu sagen, ich hätte das Event gecrashed. Extra, Bruder, das war nicht gewollt. Zabix, bitte, Bruder. Okay, es ist aber trotzdem passiert. Aber ich weiß jetzt nicht, warum, also was soll ich jetzt machen? Für mich ist das halt, keine Ahnung, es ist immer so, hat für mich den Vibe, das ist immer ausstecken, aber dann nicht, austeilen, aber nicht einstecken können. Bro, So, guck mal, wenn ich jetzt Stress Zabix. mache, guck mal, realistisch gesehen, wenn ich jetzt zu dir komme und ich mache bei dir Stress oder ich spreng bei dir irgendwas oder Ich geh wäre die der ganze Letzte, Zeit der auf den rumheult, Sack. Zabix. Ich wäre der Letzte, Nee, der genau, du rumheult. würdest zu mir kommen und meine ganze Scheiße hochsprengen, mich abschlachten, als wäre ich irgendein Mastschwein. So, und dann muss ich damit leben und dann habe ich dich aber provoziert und dann ist das so. Dann kann ich ja nicht Crash gehen und sagen, boah, das ist alles so scheiße und das ist too much und unverhältnismäßig. Wenn ich die provoziere und die auf die Eier gehe, muss ich damit rechnen, dass ich in den Arsch gefickt werde. So ist Ja, es. aber, guck mal, erstens hättest du mich angegriffen, dann wäre es ja erstmal wieder Gleichgewicht. So, dann gibt's ja erstmal keinen Grund. Aber, ich sag es dir nochmal zum 5. Mal. Lager wegsprengen ist einfach das, Bro, du hast es ja selber gesagt, Lagersprengen ist das Krasseste, was du in Minecraft machen kannst. Das ist assi, ja. Ja, ich habe 2 Wochen jeden Tag 16 Stunden gespielt, alles weg. Guck mal, pass auf. Ich fasse mal zusammen, was auch Chats, glaube ich, schreiben. War es richtig, dass Schradin Subs dafür gibt, dass Ja. Hugos Boot kaputt geht? Ja, war Nee, richtig. Warum? nee, Doch, Boot- war richtig. Genau, war richtig. Warum? Schradin kann sich nicht wehren. Der wird sich Ach so, jetzt die ja. nächsten 5 Staffeln sich nie wehren dürfen können, weil er technisch einfach komplette Scheiße ist. Und Ja. deswegen Hey, ist das full. ist so absolut in Ordnung. Das darfst du, das sollst du, das musst du, weil sonst hast du keine Macht, sonst bist du nur der Lakaie von allen. 100%ig. Ist Hugo ein unfairer Verlierer? Absolut nicht. Hugo ist, muss man wirklich sagen, wer wirklich Craft Attack schon länger geschaut hat, ist der fairste. Wir haben den jedes Craft Attack nur gefickt. Bevor du da warst, Schradin, war es Hugo und Hugo war es immer egal. Der hat immer danach gesagt, Digga, ich find's lustig, wenn meine Base kaputt ist, wenn die danach aufgebaut werden muss. Es war immer funny. Wir haben 80 Wither in seiner scheiß Base damals gespawnt, die schon damals gut aussah. Es juckt ihn nicht. Das ist, Hugo wird diesen Tag trotzdem jetzt als auch Content Day abstemmen und sich trotzdem low-key freuen, dass es mal was passiert ist und Craft ein bisschen chilliger oder ähnlich interessanter wurde. Ich glaube, Hugo ging es nur um das Wie. Und das checke ich. Also, ich checke das, dass Hugo nicht so gerne so gebrandet wird, dass er nicht gut verlieren kann. Ich glaube nicht mal, ihr beiden habt da so viel verkehrt dran gemacht. Es ist auch diese Komponente mit, da helfen Leute, bei denen du dich nie rächen können wirst. Checkt ihr? Da geht es um so ganz andere Mikro-Details so. Das fuckt dann ein bisschen ab. Und ihr beide, ich sag wirklich ihr beide, euch trifft keine Schuld, ihr hättet das mit dem Inventar, mit diesem Lager nicht richtig einordnen können. Finde ich, 100%ig nicht. Das ist aber halt dann schon die Verantwortung von denen, die Minecraft können, weißt du, die du dafür bezahlst. Ja, Da finde klar. ich schon wieder, dann ein Lager abzubauen, das ist einfach nur hasserfüllt. Für die Reichweite, für die YouTube-Klicks, für den Hype im Stream reicht es, wenn das gesamte Boot weg ist. Wenn das komplett resettet ist, ist es geil. Dieses Ja. Lager Also ist Lager immer war eine zu viel. Ja, weil es ist so, Okay. das addet auch nichts optisch, checkt ihr? Das ist so, Einverstanden. das ist so eine unsportliche Nuance, die muss Okay, eigentlich einverstanden. sein. Aber Hugo, kurze Frage an dich. Ich glaube, das ist das, ich nehme das nochmal auf, was Zabex gesagt hat. Hättest du gesagt, Freunde, ganz kurz, Real Talk, jetzt mal ganz kurz Content nebenher. Lager bitte nicht, das ist too much. Glaube ich, dass
auch ein Fabo das verstanden hätte. Direkt will ich intervenieren. Ja, danke. Direkt will ich intervenieren. Hugo ist so ein fairer Verlierer, dass er innerhalb so eines Fights Das nicht macht. Genau, es peinlich Okay. oder unangenehm finden würde, Ja. wenn Und wir er aber dann erwartet kannst du's dann doch eigentlich, nicht ahnen, Digga. Man dass muss doch Fabo das von sich kommunizieren. ausmacht. Nein, Das Ding ist, die Fabo PvPer kennt's. checken's. Die PvPer checken das. Also eine Fabo checkt das, dass das nichts, kein Unterschied ist. Hugo ist wirklich, er will während des Fights nicht rumheulen. Ihr Ja, hättet check dem ich. alles nehmen können. Das wäre fein gewesen. Aber weiß so. ich nicht. Also Aber wir sind ja wie es trifft- erwachsene Leute, Streamer, dann sag, wenn du da keinen Bock drauf hast und fertig, Digga. Also Wie gesagt, euch trifft es jetzt auch nicht so krank die Schuld. Es trifft euch nicht so krass die Schuld. Ihr wusstet das halt nicht. Denn Hugo ist da halt selbst nein, da. aber dann kann man auch nicht Fabo die Schuld geben und sagen, boah, Fabo ist jetzt der Buhmann, weil der hat das gesprengt. Digga, dann lass uns darauf einigen, dann kommuniziert man. Wenn irgendwas zu weit geht oder es ist einfach too much, dann sagt man klipp und klar und das hat dann auch nichts mit Rumheulen zu tun. Bro. Dann sagt man, ey Jungs, das fuckt wirklich ab, hier steckt Arbeit drin, so Schiff und so ist alles geil, aber lass nicht die Kisten machen. Also da war ja auch genug Aus Zeit und meiner dann ist in Seite Ordnung gerade, und dann ist gut. auf meiner Seite gerade, jetzt in diesem Call, geht es mir gerade legit nur um dich. Shradin sagt die ganze Zeit nur, ja, lass uns nicht das Spiel, dass das OOC wird oder so. Bro, du droppst die ganze Zeit OOC-Sachen über mich, die nicht stimmen. Wie soll ich dann natürlich bin ich dann sauer. Aber was habe ich denn gedroppt, was du nicht stimmst? Ja, das habe ich dir jetzt schon du hast mich doch fünfmal OOC erklärt. beleidigt. Du hast gesagt, meine Meinung ist falsch. Meine Aber Meinung, dass ich Zabex finde, dass bleibt du doch immer im austeilst Game. und Das ist ja, falsch. das check ich gerade auch nicht. Du bist doch OOC auf Also- mich gegangen, Digga, und hast Also mich durchbeleidigt. Ich sag doch gar nichts. Zabex geht doch gar nicht OOC, sondern er bleibt im Mit Game. OOC meine ich nicht, dass er mich beleidigt, Bro. OOC ist doch nicht gleich beleidigen. Aber er bleibt doch im Spiel. Also er diskutiert doch nur die Dinge, die im Spiel passiert sind. Ja, ich doch ohne auch. persönlich zu werden. Ich doch auch, ja, wenn ja. ich- Ja, du auch, aber das Problem ist, dass du persönlicher wirst. Verstehst du? Und dann ist dir diese OOC-Schwelle eben da. Und das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass wir sagen, okay, einverstanden, das mit den Kisten war zu viel. Okay, wir können es jetzt aktuell nicht ändern, aber das nehmen wir als Learning mit. Das ist too much. Du sagst zu Recht oder Stegi sagt zu Recht, vielleicht hätte Fabo in dem Moment reagieren müssen. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen, weil du es in dieser Situation nicht machst. Ich will in jetzt auch dem nicht Kampf, Fabo weil du zum Schuldigen erwartest. machen, ne? Ja, ich wollte auch sagen, bitte Genau. lass uns aufhören, die ganze Zeit über dieses Lager zu reden. Bro, das Lager ist weg, fertig, Genau, Bruder, wir genau, haben alle genau, ein Video, genau. tamam. Es- Aber es geht Genau, mir, genau, mir genau. geht es wirklich nur um dieses, Ja. dass Sachen behauptet werden, die nicht stimmen und einfach nichts eingesehen wird. Ihr habt verschiedene Meinungen und Mhm. das, was ich jetzt so sehen konnte oder was man so vielleicht sieht, ist, dass gerade wenig die Meinung immer vom anderen gesehen wird und jeder beharrt auf seine. Sagen wir einfach, Aha. wir hatten Kommunikationsschwierigkeiten und lass mal vielleicht auch später einfach mal eine Nacht drüber schlafen, weil wir sind sehr emotional geladen, aktuell alle. Hugo, pass auf, du nimmst einfach den ganzen Stuff, den ich bei mir habe. Du Nein, wirst jetzt meinen alles Stuff gut. mitnehmen. Wie gesagt, Ich weiß, hab ich weiß, es alle- geht nicht um die Kisten, trotz allem, dann haben wir das Problem schon mal weg. Und wegen den Emotionen können wir einmal eine Nacht drüber schlafen. Wir sind echt übel geladen und das baut sich gerade zu sehr die ganze Zeit nur auf und wird übertrieben real, also zu real. Ich bin total Wisst ihr? entspannt tatsächlich, weil ich gerne die Situation so ein bisschen wieder auch entspannen möchte und dass wir es hinbekommen, dass wir uns die Hand reichen. Weißt du, Isa, das ist ja so, wir und dich zähle ich dazu, Stegi, Fabo, alle anderen, wir sind ja alle private, sage ich jetzt mal, gut miteinander. Wenn wir uns auf Events treffen, dann sagen wir Hallo, wir tauschen uns aus, wir unterstützen uns gegenseitig und so. Das ist ja geil, weil wir alle denselben Weg gehen so, ne? Und weil wir uns auch alle verstehen. Und deshalb finde ich es wichtig, dass dieses Spiel hier nicht irgendwie Emotionen, Keil, irgendwie einen Druck da reinbringt. So, und ich erwarte auch von allen Beteiligten hier auf diesem Server, die sich mögen, das ist ja Voraussetzung, dass wir uns wieder anschauen, die Hand reichen und dann weiterspielen. Ja, also, ne, ihr müsst alle aus dem Call müsst verstehen, dass ich komplett Crashout gegangen bin. Aber das war's. Ich kann da nichts dran ändern. Ich werde morgen wieder auf dem Server joinen und baue mir alles wieder neu auf, wie jede Staffel. Aber, Ja. und jetzt bitte, wenn ich das jetzt ausspreche, bitte sag nicht schon wieder, ich versteh's nicht, Bruder Zabex. Bitte sehe doch einfach ein, dass das, was du mir deine Behauptung, die du da gesagt hast, nicht stimmt. Ja, ich finde aber nicht, dass du mir meine Meinung absprechen kannst, Digga. Also Fakt ist, und so habe ich das wahrgenommen und das Recht habe ich auch, das zu sagen. Für mich kam das so rüber, es wird Alright. immer ein Schraden abgefeuert und jetzt hat mal Okay. geknallt. Okay. Aber es ist Hugo. doch alles gut, Diggi. Wir Okay. können dir auch helfen, Ja. deinen Shit wiederzuholen. Nee, Ist doch alles alles in gut. Ordnung. Okay, dann ist das deine Meinung, dann muss ich die anscheinend akzeptieren. Alright, wir sind durch, ich Du bin darfst fertig. anderer Meinung sein. Hugo, Ja? du darfst anderer Meinung sein. Ey, Verstehst du? Versteh mich nicht falsch, Bro, das ist keine Meinung. Man hat's gesehen, aber gut, dann ist das einfach ein Traum, I guess. Keine Ahnung. Ey, tamam,
alles gut, nur Liebe. Ich werde jetzt wahrscheinlich heute noch ein bisschen mad sein, so. Dies, das, Ananas. Morgen ist alles wieder vergessen. Boom. Dann lassen wir es einfach, okay? Denk nicht, ich nehme hier irgendwas ins Private mit. Wenn ich irgendwas mal ins Private genommen habe, dann war das wirklich letzte Staffel mit Lorex, weil das echt krass war. Aber das haben wir beide. Nein, ich meine, wir können auch gerne nochmal privat schnacken, Digga. Lass mich kurz reden. Ich habe hier wirklich, ja. Dann ich und Lorex haben das privat damals geklärt. Tamam, Bro, ich nehme nix ins Private. Bei aller Liebe, wirklich, überhaupt nicht. Ich bin halt einfach wirklich auch nicht. für den Moment mad. Aber wenn Okay, du das wusste jetzt ich aber nicht. Ich konnte dich da nicht einschätzen, Digga. Ich dachte, Ja. das ist dann irgendwie dann, okay, vielleicht von mir falsch gedeutet, sage ich dann hier auch. Für mich hat das in dem Moment so gewirkt, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen OOC, kann aber auch sein, Digga, du gehst dann da einfach Crash-Out und dann ist gut. Hab ich in dem der Moment Crash-Out war so auch gedeutet. mäßig in Anführungsstrichen OOC, aber wenn ich einmal schlafe, dann ist es auch schon wieder weg. Aber wenn du anwesend für einen Call nochmal, können wir gerne machen, aber dann würde ich auch gerne, dass das nicht so wie hier wird, dass die ganze Zeit meine Worte verdreht werden und ich die ganze Zeit gegen die Wand rede. Weil sonst bringt der Call auch nichts, dann können wir uns den Call sparen. Aber ich habe deine Worte nicht verdreht, Bro, sondern ich habe nur meine Meinung gesagt, du sagst deine Meinung. So, checkst du? Ich versuche dir hier nicht die Worte im Mund zu verdrehen oder dich irgendwie in scheiß Licht zu rücken. Ich habe nur gesagt, so, ey, das ist meine Meinung und das finde ich ungeil. Vielleicht habe ich da auch was in den falschen Hals bekommen. Das kann sein. Und that's it.